An engem Segment dat boomt, wëlt Toyota sich auch populär machen. An dat mam Yaris Cross Hybrid. Wat sich lo eichter als ohne Idee, ohne Plan nähert, bedeutet bei den Japanern aber mehr wie nimmen ein bisschen Schminktöpfchen rauszuholen. Die Yaris Cross setzt sich direkt optisch von seinem kleinen Bruder, dem Yaris, auf, und das lädt auch darunter, dass Designer von Toyota dem Cross-Kolleg an alle Richtungen ein paar Zentimeter drauf gelöst haben. So streckten sie Rollo mit 24 cm mehr an der Länge wie sein kleiner Bruder, der Yaris, auf eine Länge von 4,18 Meter, auf eine Breite von 1,76 Meter und auf eine Höhe von 1,60 Meter. Er wirkt modern, er spielt doch mit seinen abgesetzten Baguetten über die Radküsten, an denen bis zu 18 Zoll große Räder hochfrissige Muskeln aus. Seine Optik sorgt auch für allem für viel Platz an dran. Mit verschiedenen Eye-Catcher, wie zum Beispiel seine hinterste Luchten, sticht seine eckige Karosserie nach mehr auf 4. Seine speziell viereckigen paar Schocken verändern noch sein Gesicht, und am großen Ganzen weist der Yaris Cross sich auch am besten Mini-SUV-Format. Bodenfreiheit also am Vergleich zum normalen Yaris 30 mm mehr groß gehen, wo man da eng mehr hohe Sitzposition verbunden ist. Der Rand an Radsklammen mischt sich auch dadurch mehr Licht, und genau das schätzen Klienten aus diesem Segment. Der Yaris Cross hat auch ein bisschen mehr Bodenfreiheit wie die normale Yaris, aber bietet dementsprechend auch die mehr hohe Sitzposition. Bei einem dran das Verhältnis von der Platz okay. Der Chauffeursitz lässt sich für Personen bis zu 1,90 Meter groß noch ansetzen, wobei ihn auch gut Platz für den Kopf hat. Hinten dran sitzen ihn aber auch schon mehr noch bei ihnen, weil heute muss von der Breite durch die Optik vom Auto schon ein bisschen mehr eng berechnet werden. Am großen Ganzen könnte ein Interieur à puncto Komfort schon gut rüber, aber nicht für 5 Personen. Das darf auch kein Problem sein, weil das Auto ja meistens nicht mehr für 3 oder 4 Personen durchziehen. A puncto Platz an der Mal bietet Toyota dem Yaris Cross zwischen 320 und 1097 Liter Ladevolumen an. An seiner Aufdeckung von der Mal kann gefällt gehen. Aber wenn sie nicht gebraucht wird, kann sie sogar gefällt gehen und an der Mal verstaut gehen, ohne Plätze wegzuholen. Der Cockpit am Toyota Yaris Cross ist eine gute, solide Qualität verschafft. Hinter dem Volant sitzt ein gut auflesbaren Tacho mit einem guten Repertoire von Infoen. Die wesentlichen Funktionen lassen sich über den Info-Touchscreen gut herausfinden, die noch an einer agreeablen Höhe im Tableau de bord platziert ist, wobei auch Android Auto und Apple Car ohne Verbindung mit dem Kabel angebunden sind. So bietet Yaris Cross auch die modernen Assistenzsysteme an, so wie beim normalen Yaris, als auch alles mit an Bord, für dann nicht ein paar zu nennen, den Aufstandsradar, den Assistent für an der Spur zu bleiben, Notbremsassistent und die Erkennung von den Verkehrsschildern. Das einzige, wenn er über die Knäpperchen angestellt muss gehen, als Temperatursteuerung, und die sämtlichen Armaturen sind noch übersichtlich gut aufzulesen. Unser Testauto geht auf den 4 Räder getrieben. Unter dem Kapot schafft ein 3-Zylinder Benziner mit Vollhybrid-System. Ein 1,5 Liter Motor legt 60 kW, 290 PS, und das kombiniert mit einem 49 kW, 80 PS starken Elektromotor, das ihm dann eine Systemleistung von 85 kW, 116 PS bringt. Die zwei Motoren schaffen noch perfekt zusammen. Den Toyota Yaris Cross Hybrid an unserem Test auf den 4 Räder angetrieben schafft an 11,2 Sekunden den Sprint von 0 auf 100 km/h und als Topspeed stehen 170 km/h am Tacho. Natürlich hat Toyota die Leistung vom Fahren auch nicht auf Sportlichkeit getrimmt. Sein automatischer Sport mit variabler Übersetzung mischt ein gut Erbicht und auch ohne sich am normalen Fahren am Ton bemerkbar zu machen. Die Ingenieure von Toyota haben die Steuerung lichtgängig und noch direkt aufgestimmt. Wie gut der Yaris Cross am Feld von den SUVs passt, wird sich auch direkt auf den nächsten Kilometer gewiesen. Stramm aufgestimmt, lässt sich flink fahren und es spürt ihn, dass Toyota High Wert auf einen tiefen Schwerpunkt gelöst wird. Bei niedrigem Tempo ist der Hybriduntrieb ein enormer Plus an Kraft, weil den Elektromotor durchspricht, Verhalten verbessert. Und der Verbrenner DAX über die Strecken weg aus dem Spiel lässt. Rein elektrisch ist auch möglich.
A wie en Hai de Fos normal op der Gaspedal hält, kann er mal 3 bis 5 Kilometer komplett elektrisch fahren, weil méi packt die 4,3 Kilowattstunde Batterie net. Die Yaris Cross Hybrid als an der Stadt, aber auch nach an der Fenster von der Vitesse von 40 an 80 km an der Stunde flink zu fahren, wo verschiedene Verbrennermotoren nicht mehr teilen können. Bei starkem Beschleunigen muss ihn dann aber auch akzeptieren, dass ein Hybrid-Drive-System bedingt an die Höchstdrehzahl führt, an eigenem Motto dann akustisch auffällig. Grundsätzlich bietet sich auch an, bei sportlichem Fahren den Hybrid-Flow anzuhalen, an den Auto schön abrupt cruisen zu lassen, wobei ihn aber auch ohne Anstrengung eine Flotte-Kombination von Kehr umgehen kann. Unter dem Strich als der Yaris Cross Hybrid auch einen perfekten Allrounder. Toyota gibt den Normverbrauch mit 4,4 Liter auf 100 km an. Unser Testauto lor op Landstrasse a Stadtverkehr bei 6 Liter auf 100 km. Für mich ein normaler Verbrauch, den sich aber bei einem leichten Gasfuß nach Europa zurücklässt. Mir persönlich hat die Optik vom Yaris Cross Hybrid an sein Spritverbrauch gut gefallen. Ein Auto, das mit seiner SUV-Undeutung, seine kompakten Maßen an der leichten Sitzposition auch an die heutige Zeit herabpasst. Weil die Elektromobilität ab Verbrenner ein gut Erbicht, flott fahren, handeln lassen.